Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unseren Heimatgeschichten. Ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu unseren Heimatgeschichten. Wir sind jede Woche für Sie unterwegs, rund um München und rund um Ingolstadt. Jede Woche erkunden wir für Sie Land und Leute in unserem schönen Oberbayern. Diese Woche sind wir 75 Kilometer südlich von München auf 800 Meter Höhe. Und Sie sehen es schon, wir sind am Walchensee. Ludwig Thoma soll hier wohl mal gesagt haben, mach nur die Augen auf, alles ist schön. Und so ging es wahrscheinlich auch den Malern und Künstlern, die hier am Kochelsee gelebt und gewirkt haben. Was in Fischbachau noch so los ist, außer den Kühen hier, das erzählt uns jetzt der Bürgermeister Josef Lechner. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen Sie mal, was ich hier wieder machen durfte bei den Heimatgeschichten. Oh Gott, jetzt geht's gleich schief. Wir sind diese Woche hier in Kochel am See und der Bertram zeigt mir, wie man einen schönen Krug hinbekommt. Jetzt sind wir hier wieder zurück beim Windrad unten und es geht gleich hoch und ich habe total Angst, weil wenn ich mir diese Schnüren hier anschaue, bitte sehr, diese Schnüren halten jetzt wirklich den Lift. Und was hast du jetzt gelernt? Kann man nichts kaputt machen. Kann man schön rein. Das habe ich ein bisschen reingekratzt. Das reicht so, oder? Nee, das passt so. Das passt. Ja. Okay. Und das hast du drauf. Ja. Festhalten. Ja. Und richtig draufhauen. Und wie lange spielt ihr schon zusammen sowas? Also. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gestochen werden, sind äußerst gering. Okay. Weil die Mädels sind alle entspannt, sind ruhig, sind friedlich. Ah, das hörst du jetzt, oder woher weißt du das? Das ist wirklich echtes Gold. Das ist reines Gold. Also war das schwierig zu lernen? Es ist schwierig, aber das Wichtigste, ich habe einen guten Freund, der eben Gondolier in Venedig ist immer Bella Figura. Das ist das Wichtigste, oder was? Immer lässig. Können wir noch kurz springen wir sozusagen 7 Jahre oder sowas, oder? 10 Jahre. 10 Jahre in die Zukunft. Ja, weil da ist jetzt eine Hopfensorte ausprobiert worden, wie sie als Bier schmeckt. Genau. Und das probieren wir jetzt noch schnell. Sehr gut. Du nennst dich Sensologe. Hast du dir das ausgedacht? Wo kommt denn der Begriff her? Ja, weil die anderen bei den Führungen für die Touristen, die sind alle Profis, entweder Ornithologe oder Biologe oder Geologe oder Pädagoge. Und ich bin der Null gewesen, wie ich das erste Mal gemacht habe. Und es riecht aber auch stark nach Speck. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt, sonst würden wir das jetzt riechen können. Und Barbara, was bekommen die bei euch zum Essen? Eigentlich fressen sie genau das Gleiche wie unsere Kühe auch. Echt? Genau. Jetzt habe ich doch Respekt. Jetzt bist du dran. Schau mal, ob du das schaffst. Ja, okay. Wenn Also nicht, dann hau ich wieder. wie weit gehe ich weg? Und jetzt hau ziehst ruck. du nach unten runter. Genau, fest anziehen. Fest. Na, wahnsinnig Ich glaube, schwer. da muss ich dazu helfen. Na. Nicht? Na? Ja, jetzt war's aber fast, Soll? gell? Ja, Jetzt warte mal, einmal ziehen. Probieren wir es nochmal. Oh. 1, 2, 3. Super! Ja, ist okay. Ja, ganz gut. Fertig machen, jetzt klopf ein bisschen. Jetzt die Dose öffnen, jetzt mach's auf, schau rein. Ja, und jetzt kannst du das dann schon schauen, wie du das nimmst. Ja, genau. Aber wie macht sie das? Würdet ihr den kleinen noch nehmen? Nein, oder? Wirklich der immer Kleine ist schlecht. Okay, gut. Ja. Achtung, jetzt sage ich Achtung, fertig, Finger rein, los. Okay, aber ich habe das voll reingezogen, glaube ich. Ich ziehe das voll rein, ich kann das gar nicht. Ja, die atmen ja einfach mein Schirm. Nicht ziehen. Nicht ziehen. Nein. Du musst das andere gleich ziehen. Ich muss ja die Luft anhalten. Ihr seid ja krass, das treibt mir gleich die Tränen in die Augen. Wann ist die 1 Minute rum? Das ist ja schrecklich. Das ist jetzt wirklich der Fallschirm, wenn wir irgendwie springen müssen. Okay. Also mir ist schon ein bisschen blau im Magen. Ja. Aber es war ein Wahnsinnserlebnis. Ja. Zieh mal, du richtig. Nein, das macht man nicht. Aber das machst du nicht, du bist ein Gentleman, danke. Uiuiui, aber es tut weh, finde ich. Ja, Wahnsinn, ihr seid ja der Hammer. Also, hey, und das jetzt wahrscheinlich habt ihr doch auch nicht geprobt während Corona, oder? Nein, nicht viel. Genau. Und ich arbeite mit dem Chaos-System. Was heißt das? Nicht auch gerade. Chaos-System! Ja, das ist gut. Oh, das ist toll. Das schaut super aus. Und bevor ich hier über diese Klippe muss, machen wir erst mal eine kurze Unterbrechung, damit ich noch mal Luft holen kann. Und dann möchte ich endlich mit Markus anstoßen und mehr über die Anfänge des Museums erfahren. So, aber sag mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, hier so die Bauernhäuser herzustellen?
werden. Ja, schön. Und für die kommenden Generationen wertvoll. Vielen Dank, Markus. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's vom Schliersee. Wiederschauen. Prost. Ich mit meiner Höhenangst muss jetzt hier runter. Was man nicht alles tut fürs Fernsehen. Das war's, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mal schauen, ob ich morgen noch da bin mit den Heimatgeschichten. Wiederschauen. Wow. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie wissen wollen, wer der bayerische Indiana Jones ist, dann schalten Sie doch morgen wieder ein. Bis dahin, Wiederschauen.